Jill und Franzi vom Jugendrotkreuz und wir stellen euch heute unser Projekt Kolonie Goes Green vor. 2019, auf unserer alljährlichen Responsabelsversammlung, ist unter anderem darum gegangen, was wir für einen großen Plastikverbrauch an unseren Kolonien haben. Und darauf sind wir eine Arbeitsgruppe formiert, der Grüne Kreis, und die besteht aus dem Joy, dem Jesse und uns zwei. Voilà. Und wir als Grüne Kreis haben generell zwei Ziele. Einerseits geht es um die organisatorische, systematische Umgestaltung von unseren Kolonien für sie nachhaltig zu machen. Andererseits haben wir natürlich auch ein pädagogisches Ziel. An einer ersten Instanz von unserem Projekt ist es gelungen, über 3000 Plastikflaschen an einem Jahr zu ersparen, an dem wir einfach auf Bidon umgestiegen sind. Ja, weil es aber auch wichtig ist, dass ein struktureller Wandel nicht nur an unseren Kolonien stattfindet, sondern auch in der Gesellschaft, haben wir dann unter anderem ein Informationsweekend auf die Beine gestellt, für unsere Monitore mehr mit auf den Weg zu gehen, wie sie an der Kolonie mehr nachhaltig sein können, aber auch, wie sie das den Kindern auf eine spielerische Art und Weise mit auf den Weg gehen können. Dann haben wir aber auch einen Archivsguide erstellt, den am Anfang bonne Praktiken beinhaltet, die wir als responsable Monitoren und Monitrissen mit auf den Weg gehen, wenn sie an der Kolonie ankaufen gehen, für mehr regional, saisonal und für Alternativen zu wählen. Eine nachhaltige Umgestaltung von unseren Kolonien ist natürlich Work in Progress, und in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten fallen uns immer neue Sachen auf, die wir natürlich ändern können, für einerseits mehr nachhaltig zu sehen und andererseits die Prinzipien vom Roten Kreuz gerecht zu gehen. Demnach ist unser Archivsguide auch just das erste Kapitel von einem generellen Nachhaltigkeitsguide, den wir als Responsablen, als Monitoren und als Monitrissen aufstellen wollen.